Wir sitzen hier zusammen im Café Knigge in Bremen und ich muss ja einen vorstellen. Das ist Kevin Behrens. Kevin, aber stört nicht irgendwie diese ganzen Sonderzeichen und das Gendern, stört es sich den Lesefluss? Das ist auch eine gute Frage. Und der Anteil levert natürlich den Wetenschap. Da gibt es nicht viele Studien darüber, was das nun den Lesefluss stören wird oder nicht. Und da sagt der Anteil hier einfach, nee, das wird das nicht. Also du kannst da Studien nachlesen, wo lange die Leute zum Beispiel mit den Augen auf ein Wort kickt oder wo lange nicht oder was sie wieder zurückgeht in den Satz oder sowas. Und da kann einen sehen, die versteht das eigentlich und die versteht das auch gau. Also der Kognition, der funktioniert nicht so, dass du bloß oder dass du per Buchstabe länger brauchst. Die Psyche der funktioniert immer so, dass du baust den auf einmal abnimmst. Und wenn du zum Beispiel Doktors und Doktorschen hast oder Doktorschen, dann wirst du das als ein Baustein abnehmen. Also das dauert im Kopf nicht länger als dort Doktors oder so. Und das hat ein bisschen was mit dem Training von der Hirnwindung zu tun. Also, ja, man so 2 Siegen und dann ist man aber auch binnen im Thema, oder? Das verschieden. Also wenn ihr das zuerst mal sieht, dann sieht man wahrscheinlich denken, okay, was ist das für ein Schieß? Ja. Aber wenn ihr weht, was dann bedeutet, dann kann das eigentlich ziemlich kaum. Ja. Also das andere Problem ist natürlich, wenn du also Main gegen das Gender habt, dann will sie sich auch daran stören und dann braucht sie natürlich auch lange dafür oder der rächt sich den Kopf vielleicht nochmal kurz ab über das Gender waren oder sowas. Oder kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen länger braucht. Aber da gäbe auch Studien, dass wenn ein Text nicht gendert, da sind sie schwerer zu verstehen. Also wenn der zum Beispiel das Lutz das generische Maskulinum liest, dann überschätzt sich immer den Mannsbild ansehen und der unterschätzt immer den Frauenbild ansehen. Und wenn eigens beide die zu Ligamor Main sind, passiert da vorhin, dass sie wieder einen Satz zurückkommen will, wie dass sie bloß ein Mannsbild dachten. Da wird das so wie das mit den Fans. Ne? Da hast du auch gemerkt, okay, jetzt fällt der Chord über den Satz und damit ich wieder zurückkommen will, dass ich das schon hier anders verstanden habe. Und das hast du auch wie den Lace. Also da passiert hier vorhin, dass man gar nicht versteht, wenn ich das mit der generischen Maske lese. Das ist auch ein Problem. Ja, man muss viel mehr den Kopf anstrengen, wenn was nicht gendert ist oder man bloß was generisch maskulin gendert ist. Da muss man einfach den Kopf mehr anstrengen. Kevin, warte wie die Fisch gießen, ne? Mucken wir nur auch Tap Hen sagen oder langt das, wenn wir immer noch Tap Horn sagen? Das ist natürlich das Argument, wo die meisten Leute immer lachhaftig über das Gender lästern wird und sowas. Den mögen wir natürlich nicht. Also die Leute verwechseln immer, dass es ein grammatikalisches Genus gibt und ein biologisch oder sozial schlecht. Und das ist nicht das Gleiche. Also man just wie das Thema, wo ein Gender mit, da habt ihr gar nicht viele über das Name. Also ein weibliche Kat oder Männlichkeit ist ein Kater, ein weiblich Pferd ist ein Tölt oder ein Stut, so kenne ich das. Und ich kann nicht sagen, der Mann eher Bog, wie der Mann nun mal männlich ist, das heißt, der braucht auch ein männliches Wort. Und deswegen ist das wichtig, dass wenn das Leibwesen sind und die leibig sind, damit ein auch das richtige Geschlecht braucht. Man wie Gegenswärme, da gibt es ja kein Gender, kein Geschlecht oder sowas. Und deswegen wird wieder auch nicht gendern. Also das macht einfach keinen Sinn. Also ein Tisch ist männlich, bloß wieder der grammatikalische Genus ist, aber nicht, wie das da männliche Eigenschaften hätte oder sowas. Und lachst du mir nicht mal, wenn die Menschen, die das fragen? Ja, natürlich. Also wie das ein Markt, wo vertieft ist, wie diese Lüge sind. Also die haben keine Argumente mehr, man sie will, ob die kommen bloß das Thema lachhaft morgen oder lachhaftig morgen. Also kommt er mit verdübelsten und wortsten Argumenten an und mit dem wahrscheinlich auch gar nichts zu sagen. Vielleicht mag sie auch so, vertieft sind. Alles wird sich gendern.